Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Edition RDR TV, das ist eine Stage-Sendung oder Sommerpause. Das ist eine Sendung, während der wir eine neue Formel ausprobieren. Am Platz, dass ich Inviten hier rundherum sitzen habe, präsentieren wir Reportagen und Interviewen. Die nächsten 30 Minuten schwätzen wir über eine Schule auf verseuchtem Boden. Wir schwätzen über junge Politiker, Politiciens en herbe, wie der Quotidien geschwärzt wird, jung RDR-Membern über den Ralf Hellings, respektive des der Bauer. Aber wir kommen auf eine Pressekonferenz von der RDR und von der RHL zurück, während der wir auf eine Initiative vom Justizminister Luc Frieden agin, den eine Harmonisierung an den Ländern vom Schädungsrecht will, wo der RDR und der RHL soen, das bringt für die Lützeburger Männer Rechtssicherheit. Als nächstes Sujet passt ganz gut an den Mond von der Schulrentrée. Wer da hier sieht, das ist nämlich eine Schule. Das ist mir genau ein neuer Annex vom Lycée Technique Nick Biver zu Diddling, ein Annex in Form von Containern. Gebaut sind es Containern, die für zwischen 200 und 300 Schüler geplant sind, im Moment am Frank-Gelach zu Diddling, da wo, ihr erinnert euch vielleicht, Ende 90er Jahren den Reha-Center sollte kommen. Wir werden was den Reha-Center nicht dahin kommen, aber 1999 wird den damaligen Umweltminister Alex Bodry Politik gesucht, den Terrain wir verseucht, unter anderem mit Arsen, also sogenannten Packen, polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffe. Verschiedene Methoden wird damals 1999 nach Alex Bodry gesucht, wäre möglich, für die Boden zu botzen, aber bis heute als die Boden aber nicht proper gemerkt sind. Und trotzdem wird eine Schule dahin gebaut. Das wird dem Gastgeberian, dem RDR-Fraktionschef, kein Rogelos, hier nur am Juni dem heutigen LSAP-Umweltminister Lucien Lux eine parlamentarische Frage gestellt und gefragt, wer dann den Terrain bestellt ist. Als Antwort hat der Gastgeber vom Lucien Lux den Dreck, von dem 1999 geschwärzt wurde, leidet 2,5 Meter tief am Boden, ein Ausgleichskusch von 50 cm geht lo anscheinend durchgehen, für das Gefahr verschwindet. Wir als RDR so und do, wer es glaubt, wird selig. Wenn ein Hai guckt, direkt neben den Containern, da steht Porto nach, wo seinerzeit für das Reha-Center soll gebaut werden, groß Dropstum, heute für Reha-Center gebaut gehen. Demnach hat der Umweltminister Alex Bodry aber schriftlich festgehalten, dass die Boden verseucht wird und dass die komplett renaturiert gehen, ihren etwas kein Teil riechen. Das ist auch ein von den Ursachen, wie das Reha-Center nicht gebaut gehen ist. Wir haben auf den Engentwert vom neuen Umweltminister konfirmiert, dass bis heute noch nicht für die Renaturierung unbelangt geschieht ist, also dass die Boden noch genauso verseucht ist, wie seinerzeit war. Wenn den Alex Bodry das haut nicht mehr weiß, dann ist das zu bedauern. Und ich meine, wenn in die Detail guckt, dann muss ich von allem bedauern, dass die Schüler so weit von der Schulwelt an den Schul schicken, und von allem auf verseuchtem Boden. Du hast den Fakt, dass Schulcontainern auf verseuchtem Boden gestaltet gehen, ein Skandal un sich. Den zweiten Skandal war, und das schon bei mir dauerhaft, als den, dass es dem Staat noch immer nicht gelingt, ordentlich vorauszuplanen, am Platz, dass neue Schulgebäude mit Zeit fertig sind, die weiter Annexen respektive Container gebaut. Aber das Annexen oder Containerpolitik und sich bedeutet für die Schüler, was das für die Kanner mit sich bringt, darüber haben wir mit Camille Nickels geschwärzt, ein früherer Enseignant, zwischen 1994 und 1999 chargé de Direktion vom Regime Préparatoire am Lycée Technique Nick Biver. Alle nächste Politiker sind immer problematisch, wenn in einer Genex opricht, die 2 Kilometer wie die Hai vom Herbzide wegschlägt, dann bringt das ganz viel Inconvenient für die Schüler mit sich. Aber möglicherweise sind so Sachen unumgänglich, wenn in eine Extension möchte, während der Bauarbeiten muss ich so dann mal provisorisch Sachen machen. Aber das ist aber schon verwunderlich, dass am Lycée Technique Nick Biver sind 10 Jahre rumgedoktert, rumgebastelt, in einer sogenannten Extension. Und das Resultat sind eigentlich 30 Containern. Es stehen da nämlich an der Parkstraße schon 18, es stehen da am Wolkenstall nach 2 oder 3, und da kommen danach 18 dabei, das sind da am ganzen 30, und das nur dem sie 10 Jahre lang ausgebaut tun. Für mich kann du ganz subjektiv ein weiteres Problem dabei. Ich war noch nie am Frank gedacht, bis Anfang September, wie man die Bilder, Filme gegangen sind, die dafür drunten gesehen hat. Aber wie ich da hingefahren bin, gleich am Quartier Italien, hat dem Allianz Terrainline die Schulcontainern, das sind 2 Kilometer vom Stadtkern von Diddling weg. Und du nicht bei mir gedurcht, aber ich ging mit Kanner, wenn ich das dann hätte, nie an das Pampa an Schul schicken. An der Camille Nickels wird mir eine Menge Rivaleung recht geben.
Erstens sind die getrennt von all ihren Matschülern, von all ihren Kollegen. Zweitens sind sie getrennt von der ganzen Infrastruktur, die ihnen behilflich sein, wie zum Beispiel das Sekretariat, wenn sie müssen da mal einen Zettel sicher gehen oder einen Zettel dahin drohen, wie der Spaß, wenn sie irgendwelche Probleme haben, wie auch die Servicetechnik oder der Portier, wo sie können den Zettel aufgehen, dass die kann den Enseignant dat eventuell am Kas lehen. Und da könnt aber nach das Gruseligste bei so einem Annex wie die Hai, die 2 Kilometer weit weg ist, die beinhaltet, dass die Kinder dauernd mit dem Bus müssen hin und her gefahren gehen, weil ich weiß nicht, ich nicht bei den Agern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du bannen einen Turnsaal hast. Ich weiß auch nicht, ob du bannen einen Schwemm hast. Ich vermute, dass du bannen auch kein Biosaal hast, kein Physiksaal, kein Chemiesaal, kein Computersaal. Also müssen Kinder immer, wenn sie den Fächer holen, an den Hauptzeit gefahren gehen, an das kann man dann nachwärts. Das hatten wir schon, ob das schmelzt, das ist ziemlich problematisch. Du hättest dann immer Schüler, die planlos in der Gegend herumirren, die dann irgendwie müssen zurückgehen. Und das trägt gut nicht zu der Ruhe an dem Enseignement bei. Das fördert sogar bei den Kindern die Nervosität, die Vermittlung, auf jeden allem auch die Aggressivität. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder sich ja nur nicht mit der Schule identifiziert, wenn sie so behandelt gehen. Dabei hätte zu Diedling nicht unbedingt bei der Annexen- oder Containerpolitik müssen bleiben, weil schon 1999 sie mit 200 Ja-Stimmen bei just enger Entteilung an enger Neestimmen als dezidiert ging, da den sich dafür absetzen, ein ordentlich Annex für die Lycée Technique Nick Biver Terrain selber vom Lycée zu bauen.